Zu den Jiden in Boston und Umgebung seid begrüßt. Alle Mittwochabend von 7:30 bis 8:30 könnt ihr hören ein jüdisches Radioprogramm, das jüdische Kol, auf der Station WNR 1600 AM Brookline, was bringt euch alles auf Jiddisch, sei von Reklames bis Unsummen, die Musik von der größten weltberühmten Chazonim, Volks- und Theatersänger und von den neuesten Schaffungen von den Klesboren von der ganzen Welt. Wir haben euch lebendige Gäste, Schreiber, Dichter, gebildete Persönlichkeiten und gesellschaftliche Führer, von denen wir können sich viel lernen. Wird größer haben von dem Programm, sagt der Freund und Bekannte, wegen dem Programm des jüdischen Kol sollen sie euch hören und eine haben. Hocht sich alle Mittwochs zu von 7:30 bis 8:30 Abend das jüdische Kol-Programm auf WNR 1600 AM Brooklyn und hat eine. Ich möchte einmal stehen begrüßen alle Zuhörer von der jüdischen Show in Brooklyn zum neuen Jahr und wünsche allen ein gutes Jahr und ein gesundes Jahr, Shonotevo, Tekosevo, Vitechosemo, in dem neuen Jahr Tashas und Scholemal, Israel und in der ganzen Welt. Und besonders wünsche ich mein Teil und Freund Meir, David, zu führen noch vor einigen Jahren die jüdische Show und Nachas und Parnasse in Leben. Beshono Tevo Tekosevo Betechosemo. Uniglob Blair Travel, Reisebüro, wünscht einen guten, zufriedenen Jahr allen Reisenden und Zuhörer. Wir haben die billigste Reise von Aeroplanblättern, für Besondere oder Gruppes, bei Mitzvah-Gruppes mit religiösen Zeremonien. Wir haben Hige und internationale Reisen, auf Schiffreise speziell zu den Karibien, Alaska und Europa. Wir machen fertig für euch alle Pläne. Unser Telefon ist 617-738-0500. Der Adresse ist 419 Harvard Street, Brooklyn. Der Mond, unser Radioprogramm, das jüdische Kol, wird kriegen $20 Hanocha für eine Tour oder ein Blatt von Israel. Der Telefon ist noch einmal 617-738-0500. Guten Abend, mein Name ist Yisroel Arbeiter. Ich will euch mit einem herzlichen Dank zu Mark David in dem jüdischen Programm. Vergeben mir die Möglichkeit zu wünschen dem jüdischen Yishuv in Boston und die alle, was halten sich zu dem jüdischen Programm, am freilichen und gesunden neuen Jahr, so sein Schulen in Yisroel und Schulen auf der ganzen Welt. Gut Jahr allemen, ich heiße Elke Kellmann, ich bin die Vorsitzerin von Jiddisch Komitee beim Arbeiterring in Boston. Im Namen von Komitee will ich euch alle verbeten zu kommen auf unsere Unternehmungen, was ihr wird hören wegen sie auf dem Jiddischen Kol-Programm durch dem ganzen Jahr. Israel Bookshop ist der Haus von dem jüdischen Buch.
Wir haben gefunden Auswahl von jüdischen Schriften, religiöse Artikeln, für Bar Mitzvahs und für Davnen, für euch Bücher und Taschmes. In unser Geschäft könnt ihr kriegen alles, was ihr darf, unter ein Dach. Wir befinden sich auf 410 Harvard Gas in Brooklyn. Unser Telefon ist 617-566-7113. Noch einmal, das Telefon ist 617-566-7113. Teure Zuhörer, das redet zu euch Scholem Beinfeld, ein Mitglied von dem Jüdisch Komitee beim Bostoner Arbeiterring. Ich wünsche alle Zuhörer ein gut und ein gesund Jahr, euch allen und alle Juden auf der Welt. Hallo Meir. Hallo David, Shalom Aleichem. Was herzlich. Aleichem Shalom. Was machst du? Sehr gut. Ich rede mit David Brown beim Jüdischen Kohl. David, kannst du für uns erklären, ein bisschen über Chazern, öfter, die Begrüßungen zum Yontif? Gut, ja. Du redest wegen Yom Neroim, ja? Ja. Auch in der Zeit von Fahr Rosh Hashanah, Rosh Hashanah, bis von noch Rosh Hashanah, sagt man, ist eine generelle Begrüßung, eine allgemeine, ist doch ein gut Jahr. Und es kann sein, euch ein Jahr oder oft kommt die Kombination ein gut gebencht Jahr. Und mehr euch bei dir gedenklich etwas, was ich erzähle, fragt mir, will ich reden wegen der Begrüßung euch, voran verschiedene Variations. Ein gut gesund Jahr, sagt man das auch mal. Ja, das ist Dank. Ein gut gesund Jahr, ein gut gebencht Jahr, ein gut Jahr und euch ein Jahr. Die sind die gedenkliche Kombinationen. Und sie sind auch in der ganzen allgemeinen Zeit Fahr und Beis und ein bisschen noch die Jungen in der Reihe. Und ihr seht euch, als geschriebener Heit in die Leshone Teves, die Leshone Teuve Kartlach, begrüßt man sich mit Leshone Teuve, also steht gewöhnlich geschrieben auf Leshone Teuve. Das Kartel allein heißt oder a Shone Teuve oder a Leshone Teuve. Wir können sagen oder so. Und es steht gewöhnlich geschrieben eine ganze Formel, und die Formel ist Leshone Teuve Tikosevu. Und das sagt man in die Tag von Rosh Hashanah. Und es ist ein bisschen mehr Yontif, die Paratene gelernt, zu sagen, also, anstatt dem Allgemeinen, an dieses Jahr, gebencht Jahr, ein gut Jahr. Sagt man Leshone Teuve Tikosevu. Und der volle Entfer, wer sie kennen, ist, einer sagt Leshone Teuve Tikosevu und der zweite sagt Tikosevu Vesechosemu. Verstanden? Mhm. Und das heißt, Leshone Teuve Tikosevu heißt, für ein gutes Jahr sollst du verschrieben werden. Und der Entfer Tikosevu Vesechosemu heißt, du sollst verschrieben werden und versiegelt werden oder gehaspet. Sie soll dir gehaspet werden. Und das sagt man euch, wie gesagt, in Rosh Hashanah, in die Tag von Rosh Hashanah allein. Und als mit dem endigt sich die Begrüßung. Und dann noch als kommt Yom Kippur, vor Yom Kippur, begrüßt man sich Punkt in die Tag, in Tov oder in die Tag vor Yom Kippur, kann man sich begrüßen mit einem leichten Tonnes oder einem geringen Tonnes, weil Yom Kippur fasten doch. Wir können euch geben die allgemeine Begrüßung weiter, ein gutes Jahr, dieses Jahr und so weiter. Was noch sagt ein Yom Kippur? Man hat Gemar Tov. Ja, das ist in der Zeit Tage von Yom Kippur und auch zwischen Rosh Hashanah und Yom Kippur hört man Gemar Simet Teuve oder Gemar Tov.
seine Seppes, ich habe gelernt in jüdischer Sprache, das ist eine Publikation von Jivo. Sie Seppes, also das ist eine regionale Variation. Nicht alle Jiden haben gesagt, Gmartov. Heint, das kürzer, und also sagt man in Israel, also das geworden als auch oft, wie es einmal gewesen. Aber früher vielleicht sein regional Gmartov oder Gmarchsi mit Teufel. Entschuldigung, ich habe gesagt, ja, Gmarchsi mit Teufel ist Yom Kippur. Und Rosh Hashanah ist Aksive Wachsi mit Teufel. Das habe ich vergessen zu sagen. Aksive Wachsi mit Teufel. Und nach Rosh Hashanah kann man das nicht sagen? Noch Rosh Hashanah, nee, weil Aksive Wachsi mit Teufel heißt vorausguckendig auf Rosh Hashanah allein. Und durch Rosh Hashanah sagt man das. Aber Gmarchsi mit Teufel heißt, sollst endigen, sollst haben ein Sof von einer Unterschreibung, einer Versiegelung. Und also wie Rosh Hashanah ist ein Verräter, ist ein geendigt, guckt man aber auf den Sof, auf den sofigen Unterschrift, verstehst? Mhm. Und zu Rosh Hashanah ist Ksive Wachsi mit Teufel und noch Rosh Hashanah bis Yom Kippur ist Yom Kippur Gufe ist Gmarchsi mit Teufel. Und was sind denn allgemeine Entfers? Ksive Wachsi mit Teufel wird sein Dachsach Gamaten. Ich kenne nicht genau ja, Gamaten, ich kenne nicht genau Entfer. Gmarchsi mit Teufel euch nicht, Gamaten. Gamatem. Und das kann man sagen zu oder einem Mannsbild oder zu einer Frau? Ja, ich weiß nicht, wie traditionell hat man Taki alle also begrüßt, also gleich, also egalitarisch. Ich habe auch schade nicht. Aber als man nicht die londische Begrüßung kann man ständig sich verlassen auf die allgemeinere Begrüßungen und das einen wie gesagt, ein gut Jahr, als ist ja ein gewünscht Jahr, aber das kann man allem sagen, nicht geguckt, sie haben Mann, sie haben Frau, sie fromm, sie frei, viele, wenn nur man will in der Zeit von Jahr. Und jetzt hat man ein bisschen Haschbauer von Ivrit, von modern Hebräisch. Ja. Was hat die Haschbauer? Die Begrüßungen, die alle Begrüßungen. Heint hört man wegen Honig, siehst du ja, etliche so eine Sache, was klingen ja? israelisch. Das ist mir neu. Ja, das ist mir neu. Ich habe nicht gehört, Honig, siehst du ja. Was für andere hast du gehört? Das ist, nur das bleibt bei mir im Kopf derweil. Aber du hast es bemerkt, das gesehen, in jüdischer Sprache ist gewesen eine Diskussion, Mordechai Schäfter, was gewesen der Redaktor, hat geschrieben, als hat gehört, eine Begrüßung, ein lebendig Jahr, ein gut gesund lebendig Jahr, dachte ich, ist das gewesen. Und das wäre gewesen, dass regional ist gewesen von einer jüdischen Rede von Polen, dachte ich mir. Und ein bisschen nach Yom Kippur ist noch als Jantivdike Tag, das heißt, solches kommt da rein? Ja, Arums, wo sagt man Arums Sukkes? Kedai zu lernen, das Buch, die jüdische Jontoyach, das Jontiv-Buch heißt es, von, der Name ist mir heraus vom Kopf. Ich habe vergessen, dass das geschrieben ist. Das ist ein sehr feines Buch. Chaim Scheuss, das ist der Mechaber. Chaim Scheuss hat geschrieben ein Buch in den 30 Jahren, dachte ich mir, was heißt das Jontiv-Buch. Und dort rechnet aus die Geschichte von der jüdischen Jontiv und rechnet aus der Mond sich reines eigene, seine von Jontiv, wie man hat es gepravet in sein Heimstädtel in Mitteleuropa. Und dort schreibt von Zeit zu Zeit, was für Begrüßungen wird genutzt. Und der Gedenke, Simchas Teure, dachte ich mir,
sagt als Simchas Torah sagt man, der lebt über ein Jahr mit einer eigenen in einem. Und mir gefällt das, das auch bei Shalom Aleichem und bei anderen Schreibers euch. Also mir ist nicht bewusstsinnig, als das ist eine traditionelle Begrüßung, kann man meinen, als das als eine Brache, was der Mechaber hat ausgedacht oder nutzt noch einmal. Aber faktisch ist das die amolige typische Begrüßung, was man nutzt darf sich Simchas Torah. Der lebt über ein Jahr, oder also ganz kurz, der lebt über ein Jahr. Oder der lebt über ein Jahr mit einer eigenen in einem. Schön. Ja, sehr schön. Sukkot allein ist mir nicht bekannt, man soll etwas sagen auf Jiddisch. Alle sagen, Heinz sagt man speziell zu der Yisrael Hashpoe, sagt man Moadim leSimcha. Und der jüdische Nusach ist, das ist das, was mir von Sfardischen Jiden oder von den Mizrachdike Eides. Es ist, auf Jiddisch ist vor allem Gut Moed, als man begrüßt sich, und a guten Moed, als man geht sich voneinander. Ich allein, ich habe das gehört, ich habe das nicht gehört, auch in einem natürlichen Kontext. Ich weiß von dem, nur ich weiß nicht, ich habe es allein gehört, ich denke nicht. Mr. Ja, guten Moed. Ja, ich habe es ja gehört, a guten Moed. Und das, wie alle anderen Begrüßungen von dem Typ, hebt man an mit einem man begrüßt sich mit, also wie Gut Shabbos, Gut Woch, Gut Moed, und man gesegnet sich mit einer Formel, was ist in Akkusativ, und das ist a guten Shabbos, a guten Yontef und a guten Moed. Verstehst du, der Unterschied ist zwischen Gut Moed, wo das heißt Shalom Aleichem, und a guten Moed, wo das heißt sei gesund. Hab a guten Tag. Und der Akkusativ ist der Simen, als das heißt Goodbye anstatt Hello? Ja. Interessant. Ja, also Guten Morgen ist nicht flektiert, aber a guten Tag ist ja flektiert. Also ich kann das ständig denken. Der nicht flektiert an Nusach heißt ich begrüße dich, und der flektiert an Nusach heißt ich gesegnet sich mit dir. Guten Shabbos. Was ist der Unterschied zwischen Gut Woch und a gute Woch? Punkt das. Gut Woch heißt ich begrüße dich mit der neuen Woche. Und a gute Woche heißt sei gesund zwischen euch Shabbos und wir gehen aufeinander. Was? Verstanden? Ja. Efter habe ich das natürlich genutzt, aber ich weiß nicht. Jetzt weiß ich. Okay, das Buch heißt Chaim Scheuss. Chaim Scheuss ist der Mechaber, und hat geschrieben das Yontef-Buch. Das Yontef-Buch. Ja, fein Buch. Geschrieben in New York in 1933. Jetzt sehe ich dein Zitat, David, in Mendel. Ja, 33? Ich sehe ein Zitat von dir, von Mendel. Oh ja, danke. Nu habe ich sich allein zitiert. Ich weiß nicht, dass ich Koscher zu mir merke. Aber es ist Tag 33, ich gehe 35 jetzt. Ja, aber gut, ich bin älter geworden, aber ich halte, das Buch ist ein bisschen jünger. Nu bei der Gelegenheit will ich dir wünschen, ein gut, gesund, gebencht Jahr. Es kann auch viel sein, Honig süß. Sehr fein. Gam Atem, und zu der ganzen Zuhörerschaft euch meine beste Wünschen zum neuen Jahr, Aziz, und ein gutes Jahr allen. Dank, David Brown. Sei gesund. Sei gesund. Der Hasen sucht uns mit der treurigen Nigen, als ein neuer Jahr kommt bei die erste Schliche suchen. Lieden laufen, Tickets zu kaufen, in Lieden gehen,
mitten Reben sich sein, benimmt sich Gräten zum Joim Hadin. Weil Leben wird man schreiben, wer soll leben bleiben? Bereich schon noch, Bereich schon noch, Uvejoim Zoim Kippur, Jechosemun. In dem Tod von der Rosh Hashanah ist das Leben in Sekunde. Demut schreibt man jedens Quittel, in dem Weg jeder Aveire. Hat jetzt sich sein Mittel, Tishava, o Sefiva, o Zeraka, Mahavir Nesroya, o Gezero. O bevalt wieder Joim Hadin is Faribel, kommt Ita heim von Schul, in Haupt und zu sündigen wieder. Frag ich euch der Rabbe, zu wem hat ihr Teines, wenn es kommt euch an Rabbe, was mattet ihr die euch eines? Bereu schon noch, Ikosevon, Uvejoim Zoim Kippur, This is WUNR Brookline. Boris Sandler, Shalom Aleichem. Guten Abend. Was macht ihr? Wir haben nicht geredet, sind euer letzten Tag beim Vorwärts. Mit was vernimmt ihr sich? Nur, ich mache Leben auf Pension, wie es passt für einen pensionierten Redakteur. Für einen pensionierten Schreiber, wollte ich gesagt. Jetzt, letztens habe ich gesehen, sie hat sich gedruckt in Vorwärts wegen Zores mit die also gerufene Selfie-Bilder. Nur das ist einer von meinen Artikeln, weil ich schreibe zweimal, das heißt zwei Artikeln, zwei Artikel nach heute, oder jede 2 Wochen ein Artikel, und Leuten Kontrakt mit dem Vorwärts, lasse ich noch heraus ein Videoprogramm, wo es heißt Rosh Chodesh mit Reb Lippe, wo es ist ein bekannter Singer, in Bechal, eine bekannte Persönlichkeit in chassidischer Welt. In jeden Chodesh machen wir ein anderes Programm, wo es erzählt wegen dem Leben von Chassiden in verschiedenen Orten, im Borough-Park, in Williamsburg, in andere Orten. Also ich sitze nicht ledig, ich muss dem Jugend und das, was ich habe umgeworden, sozusagen, das, was ich nicht Gott keine Zeit zu schreiben. Ich habe verwendet eine Novelle, ich schreibe jedes Mal eine Erzählung, mir gerät ist eine Übersetzung auf Englisch von meinen 3 Novellen. Und das ist eine Arbeit, weil man darf es korrigieren, man darf es lernen, man darf
führen die bürokratische Sachen mit den Verlagen und so weiter. Und, also ist der Tag, wie es gewinnt hier von mir, also ist geblieben. Ist für die, was interessieren sich, was sind die Hochpunkte von einem Artikel wegen dem so gerufenen Magefe von Selfie-Bilder? Nun, es ist ein feuilletonischer Artikel. Man darf es nicht nehmen mit der Schmeichel, weil es geht wegen einer Sache, was hat verkauft die ganze Welt. Und ich bemühe ein bisschen auf einen Ernst. Ich möchte analysieren, wo historisch, also sozusagen von wann entwachsen die Fies, von Selfie, von Narziss, von Narzissismus, von die Selbstporträten von die Mullers. Und lass sich aus interessante Fakten, als befragt bei den Mullers, hat die nicht die zu malen sich allein, druckt etwas a psychischen Bläus, a psychischen Fehler. Also ich meine, dass der Chalas zu fotografieren sich allein gesehen, wie man geht und wie man steht, und wie man liegt dafür, druckt sich euch etwas nicht den ganzen gesinnte Sachen. Aber das ist geworden ein Teil von unserem Leben, von unserer Social Media, von unseren sozialen Verbindungen. Also wir können auch kicken auf dem mit der Schmeichel. Das wird wie jedem mal geben, wird das euch rübergehen. Gut, das kann man lernen, soll der Eulam Wissen sein in dem gedruckten Nummer von Vorwärts, was erscheint dem Freitag, dem 30. September. Ich weiß nicht, es ist Veteran, weil nicht ich sollte nur dem nehmen. Du darfst ihn fragen bei Schächter. Also ich weiß nicht, wo sie geht daran. Es wird ja reingehen, es wird nicht reingehen. Gut, lassen wir sich wenn zu euer Projekt mit Reb Lipa Schmelzer. Ja. Was soll der Eulam Wissen sein? Was soll der Eulam wissen wegen dem? Was zieht zu dem Eulam? Erstens ist es schon, wir haben das 5. das 6. Programm, wo es habt immer Eulam von 10.000 Menschen, weil überrankigen in dem Programm sieht man, dass die Besucher, die Likes, wie man sagt, es steigt über 10.000 in mehr. Es ist ein Programm, wo Lipa Schmelzer, allein wie ich gesagt habe, bekannter Singer, wo singt in antiken Nussach, in modern, in verschiedenen Stilen von antiker Musik, Popmusik, Rockmusik, ich weiß nicht, wie es rief sich pinklich, wo es legt daran in dem achsidischen Knetsch. Er ist sehr populär. Aber er ist wirklich talentiert wie ein Mensch, wo es sehr gut die Welt in kein Firma schmiss mit verschiedenen Menschen. Hat Lemuschel die Programm, wo es wird rausgemacht ist, Freitag, gewinnt mit Rosh Hashone, der zählt schmiss mit einer Persönlichkeit, wo es gelittener von Alkohol in jener erzählt, wo es kann der führen, zu welchen Rezidiven können der führen, das übrige Benutzen Alkohol. In der chassidischen Zwiebel ist zum Bedeutung sehr oft die Erscheinung. In Liebe Euchet erzählt wegen dem, teilt sich mit seinen Machschuves, wie euch erzählt es wird eine Surprise für die Zuhörer, für die Zukicker, sozusagen, wo es wollen sehen, wie er führt, in wo es für eine Nussach führt seine Willes, in sein Schiel, in Ehrmond, wie sie gefindt sich sein Schiel. Und das ist sehr interessant. Ich will nicht entdecken alle, wenn man sagt, Kleinigkeiten. Kiekt in Unternehmung. Ja, wie soll der Zuhörer oder Angucker kommen zu dem auf dem Internet, ja? Ja, sehr pushet, also wenn man geht daran vorwärts,
Dort sieht man schon auf dem rechten Fenster, also du 2 Fenster mit Videoprogrammen. Wird sein ein Fenster mit seinem neuen Programm. In der E-Mail-Adresse von Forward, das ist sehr pushet, die Website, meine ich. Das ist yiddish.forward.com, schon. Und ich werde nur herankloppen, Yiddish wird es schon warten, was man darf. Es ist sehr pusht. Und kurz dem, ich bin Vernehmen-Minister, ich schreibe Wörter zu musikalischen Lieder, zu Gesang, zusammen mit 2 israelische Musiker, Kompositor Alexander Meif und dem Sänger Michael Geisinski. Das ist sehr interessante, wir sehen, es wird wirklich sehr interessante, moderne Musik, mit Afidisch, miteinander min Kehr von Aufnehmen aidische Lieder an, in moderne Rhythmen und prächtig arrangiert, mit Orchestern und so weiter. In dem beteiligt sich auch finanziell die jüdische Instanz in Israel, in Tel Aviv, wie auch bei Sholem Aleichem. Also jetzt, ich hoffe, es wird eine interessante Arbeit. Und wir haben schon gemacht ein Teil von den Liedern. Nicht ein Teil, nur ein Teil von den Liedern. Ich kann Teil von Liedern. Ja, und ich hoffe, es wird sein interessant. Das ist schon faktisch mein Drittkompakt. Weil das erste ist gewesen die Kinderlieder, das zweite die Lieder mit der jüdischen Tam, wo es drauf sind gewesen sowjetische Lieder, umgeschrieben mit jüdischen Wörtern. Und ist das in ganzen originaler CD mit meinen Wörtern, mit auf Musik von Alexander Meif. Wie soll man sich da wissen, wegen dem ihr hat einen Webplatz oder? Nee, der Wahl ist eine Arbeit. Der Wahl ist ein Prozess, sollte gesagt, von einer größeren Arbeit. Sie wohnen in Israel, ich wohne da, aber noch einmal, der Internet, die Internet macht Wunder, ja. Man kann sich verbinden, in Arim reden, wo sie fehlt, was man darf zugeben, und so weiter. Wie sie geht, bedarf aller Prozess und über ein Lied, über ein musikalisches Lied. Sagt mir, wegen dem jüdischen Instanz in Israel, was hört sich bei sie? Ich höre wenig wegen sie und nicht allemal gute Besuches. No, sie existieren. Das ist schon ein bisschen, weil eine gewisse Zeit, ich meine, viele 7, 8 Jahre haben sie im Ganzen nicht gearbeitet, verschiedene Machleukes, die Küchen und so weiter, aber schon etliche Jahre, wie sie existieren, machen gute Sachen. Ich weiß, was letztens ist eine neue Bücher poetisch von der Serie Jüdische Poesie, wo sie subsidieren von jüdischen Poeten. Und ich habe auch geschrieben, eine Rezensie wegen dem freilichen Regen. Das ist eine Liedersammlung von Man Benir, Man Belzer, Haver, Sisi Weizmann. Und das ist sehr interessant, poetisch Liedl, poetisch Bücher. Also, was schon dachte, das dritte, das vierte, was wird subsidiert von der jüdischen Instanz in Tel Aviv. Also jetzt das, was ich weiß ich, als ich weiß, also es gibt verschiedene Subsidien, auslassen Bücher, stützen Musiker, aber ich kann nicht trotzdem dich suchen, gar nicht, weil ich bin der Weiter von sie, also ich weiß nicht. Ja, lassen wir hoffen, weiter zu sein. Oh mein. Ihr hat ein Stück Reaktion zu der treurigen Neues von Yisrael Nächten. Ja, es ist bei uns ein größer Welle, weil wir wissen, dass Peretz ist gewesen, eine Persönlichkeit, wo es man kann sagen, sein Leben und die Geschichte von Medinas Yisrael kann man stellen, wie man sagt, in ein Reihe.
Das ist sein Leben und Geschichte, gießen sich zu neu, flechten sich über. Es gibt riesige Sachen. Das ist, der Tefsche wird man sich der Wissen noch wegen Sachen, was früher hat man nicht gekonnt, erzählen. Ist gestanden beim Jesod, beim Wiegele von dem scharfen nuklearen Gewehr, von Verteidigen, von der Operation, so ist es, historische, nur wenn man befreit die Passagieren, man reißt von dem Kopf, von dem Aeroplan, was, in dem Möchert gewinnt, für mich, mit einem Wort sind es gewinnt, kein Geschehnis, in Israel, kein wichtiges Geschehnis, wo es sich nicht beteiligt an dem. Es damit gewinnt, Aida Chuchem, in sein ganzes Leben, ein langes Leben, das muss so möchte man tun von Gott. Für die Arbeit, was hat getun, das Teufel am Israel. In kurz dem ist gewinnt, ein Mensch, ein kultureller Mensch, ein Poet, was hat sehr lieb gehabt, Poesie, geschrieben Lieder. Wahrscheinlich Jiddisch weiß ich nicht. Ich bin dafür nicht sicher, dass er einmal gelernt ein Jiddisch Lied. In Jiddisch, ich weiß nicht, sein Dorf soll nicht kennen. Ich hatte ein bisschen Jiddisch. Aber jedenfalls, er hat sich damit gekommen und ist berühmt. Ich weiß, dass Russisch, ja, Russisch hat er gelernt, in der Fälle. So in Kularen gerät Russisch. Aber Jiddisch ist verblieben derselbe Zugang, was bei seinem Lehrer Ben Gurion. Also eine Beziehung nicht kein Positive. Yeah. Jedenfalls nicht so gewesen sein Nifti. Soll wenn man sagt, mal lichtig in Garneden. Amen, amen. Is nu derweil lo me sein in Kontakt und ich wünsche euch ein gut gebencht Jahr und sollte weiter sein sehr schäferisch wie allemal, a viele, wenn ihr seid offiziell pensioniert, seid ihr sehr schäferisch. Schreiber können sein pensioniert. Jedenfalls sitzen und Arbeit. Und Geld ja, nicht und Arbeit. Denn ich will wünschen, euch zu sie will sein gesinnt. Und sie soll alles, was sie haben vertragt, soll sich verwirklichen. Und wir sollen lernen, einer von anderen, nur Gitte Psires. Amen, amen. Boris Sandler, schönen Dank, seid gesund. Seid gesund, bye. A gut Jante, a gut gesund Jahr und Chag Sameach wünscht euch Cheryl Moore und die Moore Mishpacha von Cheryl Ann's Bäckerei in Brookline. Kommt rein in Cheryl Ann's, was befindet sich in Putterham Circle in Chestnut Hill, zu kaufen Chales und allerlei gute Batamte Gebäcks. Sein Telefon ist 617-469-9241, 617-469-9241. Cheryl Ann's wünscht alle Zuhörer von der Radioprogramm des Jüdischen Kol a gut gesund Jahr, a Chag Sameach, Lashon Toiva Tikoseva, a Gemar Chasima Toiva und a gut Yontiv zu Sukkis. Noch einmal kommt rein in Cheryl Ann's, Putterham Circle in Chestnut Hill, Telefon 617-469-9241. Lashon Toiva, ihr sollt wissen sein, als das Gebäcks von Cheryl Ann's of Brookline kann man gefunden in Roach Brothers, Shaw's, Star Market, Stop and Shop, Wegmans, and Weinberg's Bakery, 519 Nantasket Ave, Hull, Massachusetts.
Jack, Max und Walter Gellerman, die Balabatim von der Butcherie Jadka und Essenbar-Geschäft auf Harborgasse in Brookline begrüßen zum neuen Jahr die alle Zuhörer von der Radioprogramm des Jüdische Call. Ihr sollt wissen sein, als die Butcherie Jadka vermacht den besten Auswahl von koscheren Fleisch mit der Herrscher von Rav Mordechai Tversky. Nicht nur Fleisch, nur allerlei Minim Essenbar findet man in der Butcherie. Dort könnt ihr gewinnen alles, was ihr darf für euer Sukkah-Suda zu guten Preisen. Der Memes gesagt, kann man kaufen dort alles, was ihr darf für alle Mahlzeiten und alle Unternehmungen von ein ganzes Jahr. Die Butcherie Jadka befindet sich in Brookline, 428 Harvard Street in Brookline. Telefon 617-731-9888. Das ist die Butcherie, 428 Harvard Street, Brookline. Telefon 617-731-9888. Offen sonntags von 7 bis 4, montags und dienstags von 7 bis 6, mittwochs und donnerstags von 7 bis 8, freitags von 7 bis 2. In Namen von der Butcherie Jadka und von der Gellerman-Mischpache, a gut Jahr, a Gemach Sima Teuve und hat a leichten Fast. Und wir können euch zugeben, nach dem Fasten sollt ihr essen Gesundheit mit Geschmacke, frischer und koscherer Produkten von der Butcherie Jadka und Essenwarengeschäft in Brookline. Ich, Ele Dovek von der Israel Bookshop in Brookline, wünsche alle unsere Klienten und alle Zuhörer von dem Programm Das Jüdische Kol, Ashnas Chayim ve Sholom, Ashnas Geulo und Aksiba v'Chsime Toivo. Wir haben bei uns im Geschäft alle jüdische Artikel, Talesem, Sforim, Textbooks von allen Sorten, Hebräisch, Englisch, euch in Jiddisch. Euch haben wir Kassetten, CDs und Videos. Kommt rein und verbringt in eine heimische Atmosphäre, ruft oder kommt rein für Luchos oder Kalenders von dem neuen Jahr. Und alle Shnas Chayim ve Sholom, Shnas Geulo, zum ganzen Klal Yisrael. Israel Bookshop, 14 Harvard Street, Brookline, Massachusetts, 566-7113. From Shimshon Ehrenfeld and the other staff in Blair Travel, I would like to wish the Greater Boston area Yiddish Voice listeners a prosperous, healthy, and peaceful year. Blair Travel in Brookline is proud to support the Yiddish Voice and other Jewish organizations. We look forward to serving the travel needs of our community. Soll sein ein Jahr mit Mazel, Hatzlocha und Sholem auf der Welt. Alle geitje goed dan no lefonecho She goed dan no lefonecho Ishevu was sho To the deli please, Mario to the deli. Okay, mein Name ist Max Gellerman. Und ich will wünschen alle meine Koine, wo sie stützen mir ein ganzes Jahr. Ich wünsche ein Gittjahr, ein Gesindjahr, mit all dem Gitten. Und das Erste will ich sagen, die Butcher treibt, sie befriedigen Menschen, sollen kommen, kaufen, mit treibt, mit geht zu der besten Service, der besten Preises. Und wir sind sehr zufrieden, weil bewusst die Menschen kommen und sie stützen, sie kaufen, sind zufrieden. In für lange Jahre, so. Wir sind durch 45 Jahre in den Platz. Wir hoffen zu sein, noch ein Jahr da. Meine Kinder arbeiten ein, der Enkelach arbeiten da. Also ich hoffe, sie tun gehen für lange Zeit. Und auch ein Gittjahr und ein Gesindjahr für allem und anybody, auch die jüdische Station.
Liebe und teure Zuhörer von dem jüdischen Kohl, das redet euch Josef Flachmann. Ich weiß, dass mein Name ist euch ein bisschen bekannt. Heute von den paar Chadoshen, was ich nicht in der Haus von dem jüdischen Kohl, hat zu mich vergessen. Nur was auch bei mir, da mohnen euch im weiteren Arbeiten mit meinem Freund Meir David auf unseren Programmen. Und ich meine, also wir tun mal nur von sie. Und jetzt will ich euch herzlich begrüßen mit einem neuen Jahr. Aber so zu haben, ein gesund, ein süß, ein glückliches Jahr. Und so sein Scholem der Welt. Und wir haben Nachricht von Kindern, von den Einiglich. Und was wünsche ich noch? Es soll leben unsere jüdische Kultur. Es soll leben unser jüdische Kohl. Wir sollen reden auf Jüdisch und ehren auf Jüdisch und schaffen auf Jüdisch und trachten auf Jüdisch und vorsetzen die Jerusche, was haben wir uns übergelost, unsere Vorgänger. Die Tag merken wir ab dem 55. Jahrzeit von den verschnittenen Schreiber in Moskau, den 2. August. Wie ihr schon gehört, wird die Arbeiterin sein bei uns eine spezielle Versammlung wegen der Date. Ich persönlich werde erzählen auf der Versammlung, wie soll motorisiert die Schreiber, wie soll man sie gepeinigt, und wie soll mit gewollt sollen sich Mäude sein, also Spionen, Diversanten, Mörder, so. Es wird sein interessant, wir haben jetzt interessante Materialien, was so nun gekommen die letzten Jahre wegen der Prozesse, wegen der alle Geschehnissen. Also ich bete euch kommen auf der Versammlung. Ich hoffe, als wir sich oft sehen mit Tag, oft einer dem anderen, bitte klingt uns, sagt eure Bakosches, was ihr gewollt hören von uns, was wird gewollt mir erzählen, mit wem wir sollten gewollt schmusen, was für Musik wird ihr gewollt hören. Mehr David, euch, Hasse, und andere Mitglieder von jüdischen Kohl, werden sein glücklich, euch zu dienen und alles tun, als ihr sollt mal nur von unserem Programm. Ist noch einmal, seid mir gesund und stark und habt mir ein glücklich, süß neun Jahr. Shalom Aleichem. Aleichem Shalom. Mein Gast ist Chazen Moshe Kraus von Atova. Chazen Kraus, von wann kommt ihr original in Europa? In Tschechoslowakien gewesen eine Stadt, ist sie gewesen die Capital of the Karpaten, hat es geheißen in Tschechisch Uschhorod, und unter Österreich-Ungarn hat es geheißen Ungvar. Dort die gewesen der Balkitzer-Schulchorig da gewesen, der Roshbesen, und Meerashi gewesen der Hof, und es ist eine von den schönen Städten in Europa, schöne jüdische Städte. Schon vor dem Mal bin ich gewesen in Stotthasen in Siget. Ich weiß nicht, ob ich weiß zu sagen wegen Siget. Und von Siget da bin ich in ein paar Chadoshim, 6, 7 Chadoshim. Und von dort hat mir genommen in Budapest, hat mir gewohnt in Stotthasen in Budapest. Und von Budapest hat mir geführt in Jugoslawien, in ein Arbeitslager. Und dort bin ich in 13 Chadoshim. Und von Jugoslawien hat mir geführt in Bergen-Belsen,
In Deutschland, wir haben gewesen 11 Chadosh. Ich bin aber befreit geworden. Und ich bin geworden der Generalsekretär für den Oberrabbinat. Und in 1948 bin ich gefahren kein Israel. Ich bin geworden der Hauptchasen von der Israelischen Armee, der erste Hauptchasen. Kein Mal nicht mehr als alles in der Historie. Und noch 4 Jahre bin ich geworden Stadtchasen in Antwerpen. Und mein Weib hat nicht gelegt Antwerpen, dass sie gewinnt als Sabre. Ich bin gewohnt zu Sonne, zu blauem Himmel. In Antwerpen gewinnt 2 Wettern jeden Tag. Fahren Regen und noch ein Regen. Ich würde es nicht nehmen, dann ist noch 6 Uhr, aber du musst da weggehen. Ich bin gefahren in Johannesburg. Und ich bin gewinnt 12 Jahre in Johannesburg. Noch mehr nach zurückgefahren kann Israel. Und ich habe gemeint, und mit dem hat es geendigt. Aber ich gesprochen meistens, das Geld, was ich gemacht habe, sie können leben mal ein paar Jahre. Und dying ist weggegangen. Ich habe gemusst nehmen Posten in Kanada, in Ottawa. Und habe ich schon geblieben. Und jetzt arbeitet ihr noch wie Chasen in Ottawa? Nicht nur. Ich habe schon als Chasen in Ottawa schon für 30 Jahre. Ich habe gearbeitet in der Beginnung, bin gekommen, aber sie gehen nach Schule mit Amachiz, sind sie gehen von mir. Ich meine, sie gehen nach der orthodoxische Schule, so gehört zu der OU, aber sind sie gehen von mir. Aber ich wollte mehr keine Schule mit Kamachizes. In einer Schule, was nicht gehabt Kamachizes, hat mich nicht gekannt, bezahlen. Aber ich retired und bin geworden ein Freelancer. Ich bin gefahren, vorher ich schon im Kippen, bin ich gefahren nach Budapest. Der jüdische Weltkongress hat bezahlt. Und ich pflege da in Schabossen, ich pflege geben Konzerten. Ich bin dort gewesen ein bisschen im Business, ich habe getan ein bisschen in Diamonds. Ich bin da gewesen 12 Jahre in Dorm-Afrika, in 6 Jahre in Antwerpen. In Dorm-Afrika wachsen dort Diamonds, in Antwerpen kauft man. Bin ich gewesen der Mittelmann. Ich habe gehabt die Käufers, ich habe gehabt die Verkäufers. Ich habe den gemacht Parnasse. Ich pflege da in Budapest, bis ich gemägt fliehen. Ich habe gedacht, meine Begründungskantor ist 28 Jahre. Da habe ich gedacht, dass ich schon im Kippur in Budapest. Aber ich tue nicht mehr fliehen. Aber ich bin nicht mehr interessiert. Ich habe auch schon für was zu leben und ich darf es nicht. Ich habe auch sehen, hier für knappe 90 Jahre mehr retired. No, ihr klingt sehr gut, euer Call ist sehr gut. Baruch Hashem. Ich habe gemacht für 2 Wochen zurück, habe gemacht 2 Gruppen in Amerika, in New York, in Gedavnt HaShabbos, in dem Eugebäude gerufen, im Chossen. Und Baruch Hashem, ich bin sehr zufrieden der Aber in der Zeit gefällt mir also ein Stück Chazonen. Es sind die Kunstenmachers, Akrobaten, schöne Stimmen, aber so nicht geht kein Chazonen. Macht man was jeder für die Tapes. Was kann lieber die Chazonen so gehört. Die singen sie noch die Tapes. Ich sage, einer singt besser, einer singt nicht so gut, aber das ist geworden die Chazonen. Tapes. Am Morgen, er hat Chazen, einer hat kopiert den Chazen, einer hat kopiert den Chazen. Aber Heinz ist ein Stuhl zu kopieren, aber es ist verbrannt geworden. Und macht auf eigenen, wie sagen sie Marinen sich fahren, das trifft noch, Chazen, aber ich Heinz dem Schabbos, ob ich gesingen, an meinem Kongo, habe ich so gemacht auf dem Platz, improvisiert. Ich habe gesehen, wenn wir gegangen sind, Präsident Bush, und was gehabt mit ihm zu reden, etwas was euch improvisiert. Nein. Ich wusste, der Bund ist viel mehr wie Präsident Bush. Herr Präsident, was der ist improvisiert, der Bund ist improvisiert. Ja, der versteht so, weil ich gedenke anders, ist, ich ist so kritisch, aber es sind gute Chasonen, sie singen Sticklach, äußergewöhnlich. Da werden eine zweite Linie. Aber Stickler, das ist auf den Tapes, und sie machen noch keine neue Sachen in Stuhl. Es ist eine Frage, einer singt es mehr
pünktlich, einer singt es weniger pünktlich, aber sie singen sehr gut, nicht los zu reden. Hat einfach so auf Konzerten, ich gehe, bin auch sehr überrascht. Aber Davon ist das zweite Ringe. Davon kennen sie nicht. Aber macht noch, kann man nicht sein, Emes. Weil man muss doch aufpassen, bis noch machen pünktlich. Da macht ihr nicht noch pünktlich, in der jeder zu geht auf dem Tape anders. Aber es ist schön, es ist gut. Macht es gewiss sein, aber für ihn ist es nicht, als ob es ist wie in den Tape. Es hargen sie sich weg, so sagen pünktlich in den Tape. Kann man sich nicht so konzentrieren auf die Wörter, und man kann sich nicht so konzentrieren auf die Schumme. Weil man muss aufpassen, nicht Schule machen, das ist ein Fehler. Weil man macht einen Fehler, und der Jid kennt den Nummer. Ist eigentlich, der Jid kann ich verstehen. Also er ist mehr wie ein Mensch. Und man kann sich einmal vergessen, man kann sich einmal teuer sein. Man tut sich nicht teuer sein, man tut sich nicht vergessen. Ich glaube nicht, dass sie dort drin schummen. Sie passen sehr auf, so ein pünktlich genug machen, in sehen soll sein, also wie in Tape. Und der Fall ist es nicht ganz viel, also wie mir sind gewohnt. Also sind gegangen zu viel, die jeden gelost reden. Der Haus haben gelost reden, die Jiden haben gelost reden. Sie gehen nicht viele. Sie gehen nicht viele von den gewöhnlichen Leuten. Ihr gedenkt, wenn ihr hat gewonnen, die Stelle zu sein Stadthasen von Siget? Aber ich gedenke auch. Ich bin eine Woche von 18 Jahren gewonnen Stadthasen in Siget. So die klingen mit in der Welt. Ich bin der jüngste Raum in der Welt. Da gewesen muss allemaal labelen. Der Siget-Raum zien, aber der Siget-Raum war der jüngste geworden. Und als ich am Mittag haben der Sohn hat gejahrschen Teken auf dem Posten. Weiß noch, dass ich verdingen will. Das war allgemein für 16 Jahre, für 17 Jahre. Ist Teken auf der Lewaie. Hat man gegeben einen Kontrakt, sehr ist darauf. Man hat auch genommen von Anfang an größten Daien, aber berühmten Daien. Wie hat geheißen, gedenke ich schon nicht. Aber ging darauf. Ist allgemein auf Strom, so ich bin gehen in Siget. Ich bin allgemein 18 Jahre, ich bin allgemein 21 oder 22 Jahre. Und wir fliegen machen zusammen die Gruppe, zusammen ganz Europa in der Hawaii. Wir sind der jüngste Gassen, der jüngste Rauf in der Welt. Je weiß doch schon Siget gewesen. Siget gewesen, ist eine jüdische Stadt. Ich weiß, man hat gesagt, dass sie die zweite jüdische Stadt in der Welt. Die erste jüdische Stadt war in Munkatsch. Und die zweite jüdische Stadt war in Siget. Von was für einer Sprache stammt ihr? Von einer sehr chassidischen Sprache. Sehr stark chassidische Sprache. Rabbonen, Schochten, Dayonen, meistens Kleekheudisch. Selten Sochrum, selten. Ik heb een brieder van dat niet gewin als leger. In Bezug gewin aan ieder aanleger. Maar als die alle andere brieder gaat nog 3 brieder, is dan andere 2 zijn geen Rabbonen. En wederom van de meidels, mannen zijn ook geen Rabbonen. De schwesters, mannen zijn ook geen Rabbonen. Maar meestens geen Rabbonen. Maar een sterk chassidische Sprache. A guten Abend, ihr hört das jüdische Call auf WUNR 1600 AM Brookline. Ehe wir schließen, will ich euch anwünschen a gut gebencht Jahr und euch melden als dem Interview mit Chazen Moshe Kraus, was ihr habt erst gehört im ersten Teil, weil wir mamschig sein mit dem über 8 Tage. Derweil a gut gesund Jahr, Lashana Tova.